Sascha, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Hi. Jetzt, erzähl mal. RS6 4G mit wie viel Leistung? So wie er jetzt da steht, hat er 1080 Newtonmeter, 780 PS. Ist ein bisschen mehr wie Standard. Standard hat das Auto 605 PS. Ist somit der stärkste Serienkombi und der schnellste Serienkombi der Welt. Und noch ein bisschen nachoptimiert für den nötigen Spaß auf der Autobahn. Das ist fein. Und dann haben wir natürlich Tuning-Teile der Firma JMS. Herr Schweigert, bitte. Ja, also bei diesem Fahrzeug haben wir lange miteinander kommuniziert, um die richtige Lösung bei diesem RS6 4G zu finden, weil hier treten verschiedene Probleme auf. Punkt 1, hast eine Keramikbremse, die ist groß. Okay. Schlägst dem Kunden Räder vor, aber er will konkav. Große Bremse und konkav. Eigentlich im ersten Moment schwierig. Okay, dann haben wir ein Design gefunden, in diesem Fall die Corespeed DeVille. Silber gebürstet, silber gebrushed. Auch hier wieder nicht eine stinknormale silberne Felge, sondern die Oberfläche ist gebürstet. Macht das Rad größer mit einer extremen Konkavität. So, dann haben wir gedacht, okay, das könnte man machen. Dann geht es aber weiter. Das Problem ist die Traglast des Reifens. Aufgrund des Fahrzeuggewichtes kein Problem. Aber das Fahrzeug ist zu schnell. Sprich, der Reifen, wie wir alle wissen, wird ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird er abgelastet. Okay, dann ging die nächste Suche los. Und um das TÜV-technisch korrekt zu realisieren, braucht man eine Reifenfreigabe. Hier muss man sagen, ein Lob an die Firma Conti. Sehr schnelle Reaktion. Somit haben wir hier einen Conti-Reifen verbaut. Das sind 3,5, 25, 22. An beiden Achsen auf einer 10,5 Zoll. Vorder- und Hinterachsen wurden jeweils noch Distanzscheiben verbaut, damit der Radkasten perfekt ausgefüllt wird. So weitere Feinheiten bei dieser Felge, die Speiche geht bis zur Kante. Sprich, wenn eine Speiche bis zur Kante rausgeht, macht es das Rad groß. Man könnte ja sagen, bei einer 22 Zoll muss das Rad nicht noch größer machen, aber wirkt nochmal einen Tick genialer. Das Rad ist in allen gängigen Lochkreisen erhältlich. Von 19 bis 22 Zoll, 23 Zoll ist in Vorbereitung in allen gängigen Lochkreisen. 5 Loch 108, 112, 114,3, 120 in 22 Zoll, auch in 130 für zum Beispiel den Porsche Cayenne. Weitere Besonderheit, man legt hier ja auch bei der Firma Corespeed wie auch Barracuda, wir legen Wert bis aufs Detail. Sprich, wir haben in der Mitte im Zentrum eine Nabenkappe. Es ist keine Plastikkappe. Es ist ein Träger aus Vollaluminium und dieser Vollaluminiumträger ist gelasert. Mit dem Schriftzug der Marke Corespeed und mit ein paar weiteren Feinheiten dabei. Somit möchte ich sagen, das Gesamtbild ist einfach stimmig. Man legt Wert auf viele Kleinigkeiten. Auch hier wieder die Innenviehzahnschrauben verbaut, was wir vorher schon hatten als Racing Bolt, aber hier nur als Innenviehzahnschraube. Hier sieht man es nochmal genauer. Gleichzeitig wieder sozusagen ein Felgenschluss, sofern nicht einer den gleichen Adapter oder die gleichen Räder hat. Und bei der Radmontage wird, sag ich mal, die Felge auch nicht beschädigt. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich glaube, Sascha, Fahrwerk ist, glaube ich, Serie, ne? Genau, das Trotz Fahrwerk des ist Serie. Serienfahrwerkes, muss man sagen, steht das Ding perfekt da, ne? Dann lässt sich auch fahren. Ja. Genau, richtig. Ja. Also ist sehr komfortabel, auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Er ist standardmäßig eingetragen mit 305 km/h, was er schon ab Werk läuft. Und das war eben der Vorteil, dass wir durch den Partner Continental hier wirklich eine Freigabe auch für diese Geschwindigkeit bekommen haben, dass ich in der Endgeschwindigkeit dort keine Einbußen habe. Wie hoch ist die Endgeschwindigkeit nun? Ja, das dürfen wir nicht sagen oder wollen wir lieber nicht sagen. Also wir dürfen bis 305 km/h fahren. Auf Prüfstand ist er irgendwo bei 340 circa. Bin ich selber nie gefahren. Möchte man, glaube ich, auch nicht mit dem Gedankengang, mit 305 über die Autobahn zu fahren, möchte man sich nicht vorstellen, was passiert, wenn mal so ein Ding platzt. Also das sind auch Geschwindigkeiten, die absolut ausreichend sind. 200, 220, gar kein Problem. Was sonst schon mal so erlebt mit dem Fahrzeug? Irgendwelche geilen Erlebnisse? Also es ist, glaube ich, das Schönste ist dran, dass man sich hier vorstellen muss, dass es ein Kombi ist. Es ist ein Familienauto und eigentlich so alles Gängige auf der Straße
relativ alt aussieht dagegen. Gerade Beschleunigung, wenn wir da hinter uns so ein blaues Wunder stehen haben, was ein wunderschönes Auto ist, hat eigentlich in der Beschleunigung keine Chance. Das ist eigentlich das Schöne dran, man traut es dem Auto nicht zu. Und das ist auch das, was für mich der Grund war als Selbstständiger. Ich habe eine Werbemittelfirma. Ist es wichtig für mich, dezent beim Kunde fortzufahren, eben, dass er nicht merkt, dass da irgendwas Oberklassemäßiges steht, dezent. Und das war für mich das Wichtige gleichzeitig bei Leistung. Ich bin seit vielen Jahren in der Tuning-Szene sehr stark vertreten mit mehreren Autos und da war das einfach für mich wichtig, dass ich da irgendwo noch was sehr Sportliches habe. Die Folierung ist von dir? Es ist keine Folierung, aber das ist gut, wenn du das Folieren Ach so, ist zutraust. das- Nein, okay. es ist eine Lackierung, das ist ein Sondermodell von dem Daytona Chromat Metallic. Gab es, glaube ich, ein paar hundert Stück nur. Und so ist der halt dann auch da. Er ist eigentlich komplett Serie, der hat eine relativ große Ausstattung drin, die es damals auch nicht normal gab. Mit diesem hellgrauen Sitzen, die abgesteppt sind. Kann man vielleicht mal reinschauen. Schauen wir mal rein, ja? Natürlich hat das große Carbonpaket drin. Ja, ist ein sehr stimmiges Familienauto für mich. Und das war eigentlich auch so immer das Wichtigste. Sehr schön, sehr viel Understatement. Gefällt mir gut. Ja, genau. Ich denke, das ist eine andere Art von Tuning auch. Ja? Also die Leute wissen, dass das sicherlich kein normales Auto ist, aber gerade auch mit diesen großen Felgen wirkt eigentlich sehr, sehr affin zueinander. Das Einzige, was ich noch geändert habe, sind diese kleinen Seitenflaps, die man hier vorne sieht, am Spoiler vorne, an der Seitenschweller und hier hinten die Cupflaps. Einfach um diesen Heckspoiler oder der Diffuser, der eingearbeitet ist in schwarz Glanz, ein bisschen abzurunden außenrum und eine Kante dem Auto zu geben. Sehr Ja, schön. einfach mega. Also Ja. ist auch nicht das erste Fahrzeug, was wir mit dem Sascha zusammen gemacht haben. Also sind schon einige Fahrzeuge bei uns über die Bühne sozusagen gegangen. Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon Einige Jahre. einige Jahre. Und es macht immer wieder Spaß, solche Kunden zu haben. Sascha hat hier noch ein kleines i-Tüpfelchen in den Felgen draufgesetzt. Man sieht es hier an der Vorderachse vorne Ja, genau. rechts. Hat hier in Eigeninitiative den Corespeed-Schriftzug in das Innenbett gemacht. Also ist auch nochmal ein Highlight und ein i-Tüpfelchen. Man muss auch sagen, es ist ja schwierig bei einer Felge, ich sage mal, gerade um die Wuchtgewichte perfekt zu platzieren, hat sich auch hier unser Reifenmonteur sehr viel Mühe gegeben, weil auf den ersten Blick von außen sind die Wuchtgewichte nicht sichtbar, die sind hinter der Speiche versteckt. Ist eigentlich auch außergewöhnlich, weil meist, ja, da, wo es Platz hat, da kommt es drauf. Ne? Aber da hat man sich auch, dass man hier die Ästhetik der Felge, sei mal, nicht stört, hat man drauf geachtet. Und dazu muss man auch sagen, es sind 10,5 mal 22 Zoll Rad. Es ist ein Gussrad. Man kennt es von der Serie oder auch, um jetzt keine anderen Hersteller zu nennen, aber oft ist Gewicht immer ein Problem. In der Regel wiegen so 22 Zoll Räder weit über 20 Kilo oder knapp unter 20 Kilo. Wir bewegen uns hier bei einem 22 Zoll Rad, obwohl es kein Leichtbaurad ist, kein Flowforming-Rad ist, lediglich bei 16 Kilo, was für 22 Zoll auch eine Hausnummer ist für ein Gussrad. Ja, 4 Kilo. 16 Kilo aufs Auto, das macht man schon. Ungefähr Ja. die Massen Aber macht schon was ich sag aus. mal, das Fahrzeug sieht man ja auch nicht alle Tage. Wenn es von Sascha okay ist, ein Blick in die Motorhaube, nicht in die Motorhaube, sondern unter die Du kannst auch in Motorhaube. die Motorhaube reingucken, wenn dich das glücklich macht. Ja, falls man ja mal wissen will, wie eine Motorhaube von innen aussieht. Jetzt bin ich, siehst du, Ah, da finde ich ihn gleich. professionell, Ja, ja. weiß ich Bescheid. Aha, genau. Also man sieht das wirklich alles noch Standard, was sich jetzt da so vom Look her befindet. Ist ein Motor, der, glaube ich, in 2 Autos verbaut worden ist beim Audi. Ja. Wirklich ein sehr, sehr gelungenes Auto, sehr wenig Probleme vor allem. Sehr stabiler Motor. Okay. Das ist fein. Ja, wir haben Hubraum, wir haben Zylinder, wir haben Turbos. Leistung. Wie lange werden wir das noch haben? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wenig Zylinder, viel Leistung. Das Genau. ist vielleicht freue ich mich unsere ja dann. Zukunft. Da freue ich mich ja dann, dass wir eine Aufzeichnung machen, die wir wahrscheinlich bis ans Lebensende nicht löschen können und die auch nicht Richtig. gelöscht wird. Da gab es noch die V8 Turbos Wo wenigstens. man noch ja. dann spricht, irgendwann in 30 Jahren, schau mal, die alten Herren haben damals schon noch von den letzten V8-Saugern Aber die gesprochen. Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ne? Wir hören ja immer wieder, dass unsere Verbrenner, sag mal, CO2-neutral fahren können. Man hat es jetzt auch wieder in den letzten Wochen in den Medien öfter gehört.
Wir können nur alle hoffen, damit wir weiterhin Spaß am Benziner haben, dass das E-Fuel, der synthetische Treibstoff, dass das in die Serie geht, dass es umsetzt, sollen anscheinend ein paar große Konzerne dabei sein, das serienreif zu bringen. Und dann können wir selbst in ein 30 Jahre altes Fahrzeug, was ich gehört habe, ich bin jetzt kein Spezialist in diesem Segment, mit 30 Jahre oder älteren Fahrzeugen kann man klimaneutral fahren. Und das würden wir uns als Tuning-Fans sicherlich alle wünschen, dass es so weit kommt, damit wir auch Sound haben und nicht ein Fahrzeug leise davonschleichen sehen, ohne Motorensound. Eine Überleitung, solange wir noch Sound haben, genießen wir ihn. Sascha, vielen Dank Dankeschön. für die Präsentation von deinem Auto. Bitte, weil das nächste Auto ja schon im Vorstart steht, so wie ich jetzt nochmal sagen muss hier. So, vielen Dank an Sascha. Ja. Open my eyes, yeah.